Was ist denn das? Mein neuer Tonsack. So einen haben alle in meiner Tongruppe. Schau mal, da ist mein neues Tonzeug drin. Lege ich heute das erste Mal an. Und Tonschuhe extra für die Halle. Halle? Was doch heute so schön ist. Die ist super toll. Wir haben ganz viele Geräte und Seile. Das macht viel Spass. Wir haben sogar ein Trampolin. Trampeltier! 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 Hau ab, Trampeltier! Aber nein, Maiki. Trampolin heisst das. Sag doch mal Trampolin. Sag Trampolin. Tja, der redet eben immer nur, wenn er will. Oder? Wenn man gläckelt. Trampeltier! Hau ab, du Blödmann! Trampeltier, trampel! Laura, ich bin bereit, wir können jetzt gehen. Hopp, hopp! Ich muss gehen. Macht's gut. Wir müssen so gehen. Wir müssen nämlich ins Chor singen. Ja, und wer spielt jetzt mit mir? Du kannst mit mir Sandküchli backen, Sophie. Ja, dann guten Appetit. Ja. Juhu! So, ihr Lieben, ihr macht das alles schon sehr gut. Jetzt klettert doch mal über die Sprossenwand. Wer möchte gerne anfangen? Hä? Melanie, möchtest du uns zeigen, wie das geht? Macht Spass. Cool. Also das möchte ich auch gerne können. So, wir haben gesehen, wie Melanie das macht. Und jetzt sind ihr dran. Also los! Jetzt ihr. Sehr gut, Laura. Schön den Sprossenader auf, oben drüber wechseln und dann auf der anderen Seite wieder runter. Hey, ist das nicht viel zu hoch? Für so ein kleines Menschenkind? So hoch oben? Laura! Laura! Was hast du denn? Keine Angst, nur mal Mut. Ich stehe direkt unter dir. Dir kann nichts passieren. Nein, nicht so schlimm. Es muss doch nicht alles gerade beim ersten Mal klappen. Komm, ich helfe dir runter. Genau, ganz langsam. Das passiert jedem Mal, Laura. Du darfst einfach nicht auf den Boden schauen. Jetzt bist du ja schon oben und nächste Woche probieren wir es nochmal. Du wirst sehen, es ist alles nur halb so schlimm. Wenn das so ist, dann hast du Höhenangst, Laura. Höhe was? Höhenangst. Habe ich mal im Film gesehen. Bei so einem Detektiv, wo es immer schwindelig geworden ist, wenn er oben runtergeschaut hat. Und dann hat er sogar seinen Beruf aufgeben wegen seiner Höhenangst. Oh je, Sophie, genau so geht es mir auch. Mir wird so ganz fest schwindelig, wenn ich von oben runter schaue. Vielleicht muss ich jetzt auch aufgeben. Weil so werde ich sicher nie gut in Turnen. Das nächste Mal gehe ich nicht mehr turnen. Oh ja, da freue ich mich aber. Ich meine ja nur, wenn der Max und Pauline wieder Chor singen haben und du auch nicht da bist, dann ist es ganz schön langweilig. Ja gut, dann spielen wir morgen wieder zusammen. Sophie, rauf, gehen wir Nacht essen. Also dann, abgemacht. Morgen spielen wir zusammen draussen. Ganz lang. Bis morgen dann. Tschüss. Tschüss. Hallo Stern, hast du das gehört? Morgen gehe ich nicht mehr zu turnen. Ja, das ist eigentlich schade. Oh, ich finde das Turnen so richtig schön. Aber die Höhenangst, ja, die hast du da oben natürlich nicht. Dir wird ganz sicher nie schwindelig.
ich würde eigentlich so gerne weiter tun. Kannst du mir nicht helfen, dass ich etwas finde, wo die blöde Angst wieder weggeht? Das wäre schön. Hey, bin Laura! Ja, Janne, noch einmal. Ja, jetzt habe ich ihn! Los, jetzt habe ich ihn! Maiki, komm doch, komm. Maiki, wo bist du? Maiki, Was ist denn? Ist irgendetwas schaut passiert? mal. Der Maiki ist fort. Ich habe nur kurz das Türchen aufgemacht. Und jetzt ist er einfach weg. Er ist irgendwo da außen. Mutter Serena allein. Das ist ganz schlimm. Oh je, und gleich ist Winter. Und im Schnee wird er ja total frieren. Das hält er nicht aus. Oh nein, Maiki! Es bringt sicher nichts, den Maiki zu rufen. Er ist immer so eigensinnig und folgt gar nicht, wenn man ihn ruft. Er lässt einfach nicht auf die Menschen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht lässt er auf sein Glöckchen. Ja, wir suchen weiter. Hau ab, Trampeltier. Blöde Sack. Hau ab. Hey, das ist nicht. Maiki, blöde Sack. Zwiebelsack. Komm doch an, du. Komm runter, Maiki. Wieso fliegt er nicht einfach ab? Weil er hat immer so schnell Angst. Vor allem Möglichen. Ja, so ziemlich vor allem. So. Ja, gut. Aha. Wenn er nicht von selber kommt, müssen wir ihn eben holen. Sophie, hilf mir einmal. Ja, komm, Maiki. Komm her, Maiki. Ja, komm. Komm her, mein Kleiner. Der will nicht, Max. Er ist ein bisschen handscheu. Aber wenn man den Käfig in seine Nähe tut und mit der Tür klappert, hilft er manchmal ganz von selber riechen. Darf ich ganz kurz haben? Vielen Dank. So, da. Mit dem Gute geht's Idee, sicher. Sophie. Ja, gut. Noch ein bisschen höher. Okay, gut so. Laura? Komm mal grad. Ja. Er ist drin. Vielen Dank, Laura. Oh, wow, das ist toll, Laura. Du bist die beste Kletterin auf der ganzen Welt. Meine Schwester ist die beste Kletterin der Welt, weil sie im Turnverein ist. Dort hat sie nämlich ganz viel geübt, um so gut zu klettern. Da auf dem Ast vorhin, da hast du doch gar keine Angst gehabt. Das ist doch gar nicht so hoch. Also, wenn du vor dem Ast da keine Angst hast, also dann musst du vor der Sprossenwand doch auch keine mehr haben. Und ich kann dir das auch beweisen. Ich will dir das schon zeigen. Wieso? Das ist doch viel höher. Das werden wir das erste Mal sehen. Darf ich mir Ihren Rechen noch mal für ein bisschen länger auslehnen? Ja. Ich brauche ihn heute nicht mehr. Also von mir aus. Okay. Super, Aber danke. ganz zurückbringen, gell? Alles klar. Und nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie die beiden schon vor der Turnstunde reingelassen haben. Habe ich gerne gemacht. Ich frage mich nur, was Sie da vorhaben. Siehst du, so hoch habe ich den Rechen gegeben, um an den Ast zu kommen. Du weißt schon, Laura, der Ast, wo du drauf gesessen bist. Aber der ist ja höher als die Sprossenwand. Ja, Das heisst ja, das heisst, deine Höhenangst ist weg. Super, ich Sag ich doch. Jetzt. Und los. Und drüber. Juhu! Toll, Laura. Das hast du super gemacht, Laura. Bravo! Ist sehr gut gewesen, Laura.
Tschüss.